Also, dass wir ja wichtig können, einen aktiven Beitrag zu leisten an der Bildung von unserer nächsten Generation. Da geht man sowohl um das Fachliche wie auch um das Emotional, das auch der Mensch als ganz. Das war ein erster Aspekt, der mir um Herz liegt. Und dann mehr spezifisch auf mein Fach bezogen, weil ich ja Kunst enseigniere, sind zwei Aspekte. Einer ist eben, dass Kunst eine ganz gute Möglichkeit ist, für eben nur der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Und das Fach, was es ermöglicht, kritisch denken zu fördern, Sachen zu hinterfragen, wie wir sind als Mensch, wie wir wollen gehen als Mensch, wie ein Teil wir in unserer Gesellschaft wollen sehen. Und das macht mir ganz viel Spaß und ich fand, heute ist das immens wichtig. Das ist ein komplexer Beruf, für was komplex, weil verschiedene Kompetenzen muss in den Hut kriegen. Das ist ein Beruf, der noch ein höchst persönliches Engagement verlangt. Für was das? Ja, weil ich mit ganz vielen Menschen zu dienen habe, all Tag. Das ist schon ein aufwärtsreicher Beruf, auch von den weil man vielleicht dynamische Sachen sieht. Wir gehen all Tag neue Situationen und das ist ein anspruchsvoller Beruf, gehen all Tag neue zwischenmenschliche Konflikte, teilweise oder Schwierigkeiten, die muss geriert gehen. Und das aber lasst mit Lisa einfach ein sinnvoller Beruf. Ja, ich empfand es als alltägliche Herausforderung, mit so kleinen Frustrationen umzugehen. Das heißt, kleine Aspekte, die nicht klappen, immer rum. Also auch von den sich immens gut über etwas vorbereitet hat, manche ein Thema immens flott aufbereitet zu haben und dann da geht der Beamer nicht mehr und da ist keine Batterie im Auto. Das sind so kleine Frustrationen, die ich den alltag. Das heißt, mir übergreifend. Also manchmal ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein Faktor ist in einem größeren Umfeld mit ganz vielen anderen Faktoren und für den alles an der Hand. Das macht es lebendig und das macht es frustrierend. Vielleicht, weil ich noch am Anfang von meinem Beruf stehe, empfand ich als Herausforderung immer so kleine Etappen, also alltag, kleine Interaktionen mit einem Schüler, kleine Decisionen zu verbinden mit größeren Zielen. Also längerfristigen Zielen, worum war das immer wichtig, an einem Jahr mit einer Klasse zu erreichen und ja, dort einen Überblick zu behalten. Das fand ich im Moment eine Herausforderung.